anwerfen. Für YouTube dann später. Gruppenphase der UEFA Champions League. Wir starten mit unserem Spieler, mit Jamal Musiala. Wer ist er denn? Hab ich noch nie gesehen bei uns. Er wird Fragen auf Deutsch und Englisch beantworten und wir fangen an mit dem Kollegen Kerry Hau vorne von Sport 1. Hallo Jamal, wie geht's dir nach deiner Verletzung? Bist du auch bereit schon für 90 Minuten? Und generell, was habt ihr euch jetzt nach dieser Niederlage in Frankfurt 1:5, vielleicht auch fast schon mit deiner höchsten Niederlage bei Bayern, glaube ich, was habt ihr euch vorgenommen? Ja, Was haben wir uns vorgenommen? Ja, wir haben uns natürlich vorgenommen, nicht 1:5 bei Manchester United zu verlieren. Kerry Hau, Alter. Brauchst du wieder Fragen? Rose ist die wahre Pracht, ey. ich fühle mich gut. Hab sehr hart trainiert, jetzt wieder fit zu sein. Ich glaube, Trainer werden mit Physios und so besprechen, wie viele Minuten ich krieg. Wird bestimmt ein kleines Limit sein auf meine Minuten, aber sonst fühle ich mich gut und wieder bereit, Spiele zu spielen. Und ja, die Niederlage hat uns alle überrascht ein bisschen, aber Die Niederlage hat uns alle überrascht. wir schauen nach vorne und haben jetzt wieder eine gute Möglichkeit, wieder Selbstvertrauen aufzubauen und ein gutes Spiel zu machen nach unserem Spiel gegen Frankfurt. Torben Hoffmann von Sky hier vorne bitte. Ganz kurz, bevor wir hier weitermachen. Ich muss den Doppelpass gucken, um die Strategie zu wissen, die wir haben. Ich kenne die Strategie, die wir haben. Oder haben wollen in Zukunft. Deswegen sage ich ja, dass man da dann den passenden Trainer für haben muss. Oder Tuchel die Strategie halt mitgehen muss, was er diese Saison bisher nicht getan hat. Jamal, wie erklärst du dir so einen Auftritt wie gegen Eintracht Frankfurt und wo sind da die entsprechenden Ansätze, gerade auch mit Blick auf das morgige Spiel gegen Manchester United? Da haben sie natürlich jetzt auch den perfekten Spieler, um diese Fragen zu stellen, Alter. Diese Fragen solltest du da halt mal an Herrn Kimmich stellen, aber der setzt sich da ja nicht hin in der PK, oder was? Da fragst du jetzt Jamal Musiala, der Wochen verletzt war und dann für 20 Minuten bei Stand von 1:5 eingewechselt wurde, Alter. Der ein super junger Spieler ist, der soll jetzt da sagen, was da jetzt irgendwie falsch lief, oder was? Also, Sag nochmal bitte, ich hab's nicht. Wie so eine Niederlage passieren kann, wie der gegen Eintracht Frankfurt, ne? Wo da jetzt auch die Ansätze sind für das morgige Spiel gegen Manchester United. Ja, da gibt's im Grunde einen Fußball. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Vor allen Dingen der Tuchel wusste noch nicht mal die Gründe. Wie soll der Jamal jetzt die Gründe hier benennen? Trainingswoche eigentlich gehabt. Deswegen war es so schockierend ein bisschen. Aber wir haben schon ein bisschen über ein paar Themen besprochen, unser Verhalten und alles. Und wir müssen einfach ein paar Situationen einfach härter arbeiten und in unsere Abläufe ein bisschen mehr vertrauen. Aber ich glaube, wir haben sehr viel Was für Abläufe denn bitte? Qualitäten, müssen jetzt nicht über jetzt unser erste Loss diesen Season jetzt zu viel hängen bleiben. Da können wir sehr viel draus lernen und wissen, dass wenn wir uns jetzt nicht richtig konzentrieren, in jedem Spiel kann es schon schlecht laufen, aber wir müssen jetzt draus lernen und jetzt den Fokus auf Man U und jetzt wieder was recht machen in diesem Spiel. Gleich neben dir Stefan Kumberger von ProSieben Sat.1. Der Sportdirektor Christoph Freund hat gestern auch davon gesprochen, dass das Thema Einstellung ein Thema war, das er da wahrgenommen hat beim Frankfurt-Spiel. Ging es dir und ging es anderen Spielern auch so? Habt ihr gemerkt, es war irgendwie, die paar Prozente haben gefehlt, dass man sich noch mal ein bisschen quält und einen Meter mehr läuft? Ja, kann sein, aber ich glaube, von auch jetzt die Trainingswoche und so hätten wir das jetzt nicht gedacht, aber wenn wir jetzt auch ein paar Szenen zurückgeschaut haben und ein bisschen reflektiert über den Spiel, ein paar Prozente haben schon gefehlt und in so einem Spiel und gegen eine Mannschaft, wo auch Qualität hat, das können wir nicht machen und auch jetzt für den Spiel morgen müssen wir 100% da sein, jeder Spieler, dass wir die beste Chance haben, den Sieg zu holen. One colleague in English. Jamal, English nice and easy for you. I know Easy. your English
Yeah. You're a young player. Sie sind ein junger Spieler Meteoric rise. You've been perhaps in und hatten einen meteoritenartigen Aufstieg. What is it that young players need Was brauchen junge Spieler, um so viel Selbstvertrauen zu haben, um es an die Spitze zu schaffen? who you could come up against? Do you know much about him and how do you Say that again. This is. I don't need the Können translation. Sie das nochmal sagen? Die Übersetzung brauche ich nicht. Yeah, the NBA. Yeah. There's a youngster, Manchester United, a couple of years younger than yourself, copy menu. I don't know too much about him. Auch Manchester United hat junge Spieler, jünger als Sie. Yeah, I haven't heard much about him, but I think Ich habe he's von in ihm the noch nicht so viel Man United gehört. Squad, Ich he weiß, must dass have er, lots of quality. wenn er es in den Manchester United-Kader schafft, dann muss er sehr viel Qualität haben. Die Frage ging ja um junge Spieler und For a young ich glaube, player, definitely, just to have that confidence junge in Spieler brauchen yourself, Selbstvertrauen, especially when you're playing with vor older allem wenn people man and mit älteren people who are a bit more Spielern experienced, so you still need to zusammenspielt, die mehr have that Erfahrung haben, confidence in dann yourself, braucht man dieses that trust Vertrauen in that sich you're selbst, meant to be where you are right now, and then you damit can go man the weiß, further. dass man dorthin gehört, wo man gerade ist. Und dann wird alles selbst laufen. I just want to know first off, what's it going to feel to like to play at Old Was Trafford? wird es morgen für ein Gefühl sein, im Old Trafford zu spielen? Und was ist Ihre Meinung zu Manchester Old United? Trafford is, Great stadium. Ja, das Old Trafford ist definitiv ein Stadion, in dem alle Kinder davon träumen, dort mal zu spielen. Da ist so viel Geschichte involviert. Als ich jünger war, habe ich mich immer gefreut, Spiele im Old Trafford zu sehen, die Atmosphäre mitzuerleben. Und genauso wird es morgen. Ich habe ihnen so ein bisschen ein paar Spiele verfolgt und sie hatten so einige Hochs und Tiefs in dieser Saison. Aber da ist sehr viel Qualität in der Mannschaft und das ist eine gefährliche Mannschaft und die können uns sicherlich wehtun, wenn wir nicht mit 100% da sind. Hi, Jamal. You won't play against them tomorrow night, but given the passage Jadon Sancho took from Germany to England at a young age, and you made Jadon Sancho ist in jungen Jahren von Deutschland nach England gegangen. Sie haben einen ähnlichen Schritt gemacht. I think you could say, yeah, a little inspiration. I think you see how Ja, ein well he bisschen was doing Inspiration after the war er schon für mich. Ich habe gesehen, wie gut seine Leistungen waren nach seinem Wechseln von England nach Deutschland. Und es ist schön gewesen zu sehen, wie er dort performte. Und das hat mir schon einen Auftrieb gegeben und mein Selbstvertrauen. Nein, die wird nicht vorgespult, die wird knallhart durchgezogen. Das ist wie am Samstag. Beim 5-1 wurde auch nicht ausgemacht. Da wurde bis zur 90. durchgezogen. Man muss halt auch mal leiden können. Als verwöhnte Bayern-Fans. Gestärkt und den Glauben, dass ich es auch schaffen kann. Jamal, Please, United, you use the microphone for translation. United have conceded a lot of goals this season. United hat in dieser Saison schon viele Tore kassiert, Conceded 3 or more in games. häufiger auch 3 oder mehr Gegentore. Game management. Sie haben Probleme, Spiele zu kontrollieren. Said that. Is that something you can exploit? Ist das etwas, was Sie morgen ausnutzen wollen? I think Weiß immer nicht, was solche Fragen am Spieler gestellt werden sollen. Aber fragt das doch den Trainer gleich. the way we play football, we Soll er dazu sagen, Wenn wir Alter? Fußball spielen, da versuchen wir immer das Spiel zu kontrollieren gegen jeden Gegner. Das ist unser Stil. Aha, wir haben Stil, also. Bild. Wir können also sehr gut im Ballbesitz agieren und Fehler ausnutzen mit der Qualität, die wir in der Offensive haben, aber wir werden definitiv den Gegner nicht unterschätzen. Denn sie haben sehr viel Qualität, sie können viele Tore selbst schießen und wenn sie in guter Verfassung sind, gut spielen, Selbstvertrauen haben, dann ist es eine schwierige Mannschaft. Please. Could I just ask, the fact that you're through, does that mean you may Sie sind bereits in der K.O.-Runde, nehmen Sie da ein bisschen den Fuß vom Gas oder wird Manchester United Noch mehr den Fuß vom Gas wie in Frankfurt können wir ja nicht nehmen, Alter. Dann fahren wir rückwärts. Tore kommt gleich. Motivation sein, das als wichtiges Spiel anzusehen? Also behaupte ich jetzt.
no matter who we play, we always want to win. Ja, mit unserer Art und Weise zu spielen wollen wir immer gewinnen. Wir wollen unsere ungeschlagene Serie aufrechterhalten in der Gruppenphase der Champions League und wir wollen einen guten Rhythmus behalten für die Wir wollen guten Rhythmus behalten. 1:5 in Frankfurt, den Rhythmus kann man mal beibehalten, oder? letzten Spiele vor der Winterpause. Also es ist sehr wichtig, es ist Spiel für uns und wir werden auf den Platz gehen, um zu gewinnen. Ja, so geht nicht. Any open questions for Jamal? No. That's it. Thank you very much. Thank you. Coach. Vielen Dank. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Das dauert bestimmt ein bisschen, bis er einläuft. Ich spule mal vor hier. Alter, was ist das denn? 11 Minuten, bis der Tuchel aufläuft. Das ist ja wild. Da ist er. So, jetzt aber. Hier. Psst. Willkommen zur Pressekonferenz Part 2. Unserem Trainer Thomas Tuchel. Das ist zu lange Beine. Fangen wir direkt diesmal wieder mit Torben Hoffmann von Sky. Torben! Thomas, ihr seid souverän Gruppensieger, aber für das Achtelfinale qualifiziert. Ja. Diese 1:5-Klatsche gegen Frankfurt hat dieses Spiel sicherlich auch nochmal eine andere Bedeutung, als wenn ihr jetzt 5:1 gewonnen hättet. Wo waren da jetzt hauptsächlich so die Ansätze auch in der Fehleranalyse, was die Mannschaft dann morgen definitiv anders machen sollte? Sehr bitter und sehr einfach, muss ich sagen. Also wir hatten am Ende 22 kritische Ballverluste. Kritische Ballverluste bedeutet 5 oder mehr Spieler sind beim Fehler aus dem Spiel. Wir hatten 22 davon. 10 ist zu viel. Dann kannst du ausrechnen, wie viel 22 zu viel sind in einem Spiel. Also soll 12, definitiv ich weiß einstellig sein. Bei unseren Ansprüchen. Ja. Wir hatten 22 davon. Das ist einfach eine absurd hohe Zahl für ein Spiel. Und dazu kommt ein zweiter Punkt, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass keiner dieser Fehler direkt zu einem Tor geführt hat, im Sinne von in einer 2-gegen-1-Situation oder Fehler. Wenn ich ans zweite Gegentor denke, dass ein Spieler gegen 2 Innenverteidiger und Neuer sich durchsetzt. Gut, das war dann jetzt kein Fehlpass, war von den 22, aber weiß ich nicht. Wilde Thesen. Der Pass von Manu zum Beispiel, dass 2 gegen den Torwart sind, sondern wir konnten in jeder einzelnen Situation eigentlich das retten und uns helfen. Wir waren in allen haben wir aber nicht getan. In Überzahl. Auch nach dem Fehler. Die Reaktion nach den Fehlern war weit unter jedem Level und Standard, den wir von uns erwarten. Das sind die 2 absoluten Knackpunkte für diese Niederlage. Nur so kannst du 5 Tore bekommen aus 1,5 expected. Oh, jetzt fängt er damit wieder an, Alter. Goals. Das geht nur so und das waren die Punkte, die wir aufgezeigt haben. Ich frage mich, was hat man denn getan, bevor es die Expected Goals gab? Wo noch die wahren Tore gezählt haben. Was war denn da? Die das Spiel letztendlich auch entschieden haben. Und dann haben wir ja eigentlich unentschieden gespielt in Frankfurt, oder? War nicht 1,5 zu 1,5? Ja. Direkt nebendran, Stefan Kumberger, bitte. Grüß Sie. Der Sportdirektor hat gestern die Einstellung angesprochen, hat gesagt, es war einfach zu wenig. Es hätte auch seine Gründe, warum Bayern nicht immer im Pokalfinale die letzten Jahre war. Haben Sie das auch so wahrgenommen? Jamal Musiala hat gerade gesagt, so ein paar Prozente haben im Kopf dann doch gefehlt. Also haben wir bei Bayern jetzt eine Mentalitätsfrage, die normalerweise immer in Dortmund gestellt wird. Also wenn es so war, dann es hat es auf jeden Fall so ausgesehen. Es ist schwer dagegen zu argumentieren. Du kannst gar nicht dagegen argumentieren, aber das ist nicht möglich, dagegen zu argumentieren. Allerdings für mich nie nachzuvollziehen, wieso es so sein sollte. Die Woche war, auch wenn es total komisch klingt, eine sehr intensive Woche, eine sehr gute Woche mit einer ausgesprochen guten bärenstarken Schuppo übrigens. Trainingsleistung, mit Intensität im Training und auch mit dem Schwerpunkt im Training wirklich zu gewinnen, immer wieder zu gewinnen. Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, dass Frankfurt inhaltlich sehr, sehr gut spielt, auch wenn die Ergebnisse zuletzt nicht gut waren. Vielleicht haben die Jungs im Training schon zu viel gewonnen und hatten dann keinen Hunger mehr.
Er hat es wieder gesagt, ne, mit den Expected Goals. Ich lasse ihn kurz ausreden. Deshalb, wenn es so war und es hat danach ausgeschaut, kann ich es auf jeden Fall nicht erklären, nicht nachvollziehen. Ja, das spricht dann für den Trainer, ne? Wenn er das nicht erklären oder nachvollziehen kann. Das ist schon immer gut. Ach, herrlich. Handy fliegt. Ah. Super, ey. $2,2 für uns, glaubst du? Okay, wild. Die Woche wäre gut trainiert, ja. Kann er einfach mal sagen, dass alles scheiße waren? Hat er ja gerade so ein bisschen gesagt. Keine Einstellung, wie er immer die falsche Entscheidung getroffen hat. Bitte weg. Ja, wir sind schon stark im Training. Ich höre mal bis zum Ende an, ne? Dann nenne ich dir vielleicht einen Grund. Dann hier vorne Kerry Haubert. Also Herr Tuchel, Sie haben die Fehler schon angesprochen. Jetzt sind 2 Spieler zur Halbzeit ausgewechselt worden mit Davis und Masraoui. War es nochmal notwendig, mit Ihnen auch persönlich darüber zu sprechen? Kriegen Sie jetzt Junge, da kannst du mit der ganzen Mannschaft persönlich drüber sprechen, Alter. Junge, brauchst du hier an den 2 Spielern jetzt hochziehen. auch gegen United dann die Chance, es direkt besser zu machen? Und haben Sie das Gefühl, Sie sehen die Spieler ja jeden Tag im Training, die Mannschaft, da ist genug Führung, auch in Situationen, in denen es schwierig ist, in denen es mal nicht läuft, dass die Spieler sich eben aufrichten und auch eine Mannschaft richtig pushen können? Wir arbeiten daran. Ich denke, dass das schon einer der elementaren Punkte ist. Wir dachten, wir wären schon weiter, sind eines Besseren belehrt worden am Samstag auf sehr brutale Art und Weise, mit einem außergewöhnlichen Ergebnis natürlich. Und das auch sehr wehtut. Aber klar, wir versuchen, diese Stabilität reinzubringen und die Mannschaft versucht, das umzusetzen. Das ist, glaube ich, nicht das Thema, aber es fällt uns schwer. Es fällt uns offensichtlich schwer. Wir hatten allerdings, muss man sagen, es war unsere erste Niederlage jetzt in der Liga. Wir hatten viele Spiele auch in der Champions League, die schwer waren, die eng waren, die mal nicht so gut liefen. Die Reaktion war jedes Mal gut. Deshalb ist das Vertrauen immer noch groß, dass auch jetzt die Reaktion stattfinden wird für morgen. Sag ich doch, Alter. Was habe ich gesagt? Gut, ihr habt das Video noch nicht gesehen. Ich habe es in einem anderen Video gesagt, wo ich die Kommentare beantworte. Es werden keine anderen Spieler kommen. Die Aussage ist entweder, ja, die Spieler haben es gut gemacht, das wollen wir, den Flow wollen wir jetzt nicht unterbrechen, oder wenn die Spieler so eine Leistung zeigen, wie es jetzt gegen Frankfurt war, dann kommt die Aussage, nein, jetzt haben die Jungs ja die Chance, sich zu rehabilitieren, da müssen wir jetzt nichts ändern. Ich garantiere euch, da steht dieselbe Elf wieder auf dem Platz, Alter. Vielleicht fängt Jamal für Schupo an, das ist die einzigste Änderung. Aber es wird, auch wenn das so ist, wird nicht reichen nur morgen. Es geht dann weiter bis zum Ende. Wir hatten uns viel vorgenommen und konnten das am Samstag absolut nicht zeigen. Nur jetzt ist am Sonntag, haben wir die Gelegenheit genutzt, das sehr direkt anzusprechen. Und heute haben wir die Gelegenheit, ein Abschlusstraining hier in Manchester zu machen. Morgen gibt es die Gelegenheit, auf einer der größten Bühnen im Weltfußball eine Reaktion zu zeigen. Dann muss da auch irgendwann der Fokus drauf, spätestens heute. Und heute Abend mit diesem Training. So ist es halt im Sport. Ja, klar, wir haben ausgewechselt, wollten einen neuen Impuls bringen. Das ist dann halt einfach auch mal so. Und dann da muss man auch nicht rumdiskutieren, Alter. Er hätte halt noch 2 Spieler mehr auswechseln sollen. Hat jeder die Chance, morgen zu spielen. Die Aufstellung habe ich jetzt tatsächlich noch gar nicht festgelegt. Ich warte jetzt die letzten Eindrücke ab und dann besprechen wir uns heute Abend im Hotel. Aha. Noch keine Entscheidung getroffen. Er hat noch keine Entscheidung getroffen, Leute. Ich nehme alles zurück. Wir werden morgen eine ganz andere Aufstellung sehen. Wild. Wir werden morgen 1,35 zu 4,37 gewinnen, hoffe ich. Geil. Wo wir ein bisschen alleine an.
Eieiei. Meiner Meinung nach ist unter Trainer vertrete ich eher eine eigene Meinung hier. Nee, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, wenn Tuchel zu der Strategie des Vereins passt, wenn er das annimmt, ja, dann ist er auch der richtige Trainer. Wenn er das nicht tut, dann muss man sich am Ende trennen, unabhängig von Erfolg oder Misserfolg. Aber da muss er langsam mal anfangen damit. Ne? Also das sehe ich halt so ein bisschen kritisch. Aber vielleicht sehen wir das ja morgen. Vielleicht sehen wir eine Aufstellung, die uns alle überraschen wird. Vielleicht sitzt ja mal ein Herr Kimmich draußen und da spielt mal Pavlovic als Beispiel. Wir werden es ja sehen. Er hat ja gerade gesagt, er hat sich noch nicht entschieden. Aber ja, eigentlich ist Abwehr klar, wer spielt. Neuer spielt, Kane spielt, Kimmich, Goretzka spielen, sehr wahrscheinlich. Wir werden es sehen. Vielleicht überrascht er uns. Switch again to English, please. Thomas, Nein. English is good as well. So I try. Englisch ist gut genug. Wie schwierig ist es für Sie, Manchester United jetzt zu sehen in einem schwierigen Moment und trotzdem zu erkennen, wie schwierig diese Mannschaft ist, wie sehr sie dieses Spiel gewinnen? Naja, die Frankfurter haben auch 4 Spiele davor verloren, wa? Also von daher muss man da jetzt nicht irgendwie müssen. Sie haben die Erfahrung, in Old Trafford zu spielen mit Chelsea, aber wie gefährlich ist Manchester United in diesem Zustand? Sie sind immer ein Überraschung, Kane auf der Bank, Schuppo im Sturm. Ja, wer weiß. Schwieriges Team. Meine Erfahrung ist, dass es immer schwierig ist, gegen Manchester United zu spielen. Das ist eine besondere Aura und Mentalität, die sie immer sehr schwierig zu schlagen machen. Auch wenn sie mal eine schwierige Zeit durchmachen, auch in einem Spiel, dann das gehört irgendwie zur DNA des Clubs, dass sie mal ein paar Minuten überstehen müssen in einem Spiel und trotzdem gewinnen und trotzdem Punkte vom Gegner klauen. Sie haben in der Gruppe die meisten Tore erzielt. Sie haben natürlich auch sehr viele kassiert, weil sie nicht genug Punkte für die Tore geholt haben, die sie erzielt haben. Sie wirkten in Galatasaray sehr sicher und haben dann das Spiel die Kontrolle über das Spiel verloren. Wir hatten dort in der ersten Hälfte nicht die Kontrolle, bei ihnen war das genau andersrum. Aber man sieht in den starken Momenten, wie stark sie wirklich sind. Und das Stadion spielt natürlich auch eine große Rolle. Die Fans sind sehr emotional. Diese Bühne, dieses Stadion kreiert besondere Momente. Und das ist ein schwieriger Ort, um dort zu spielen, aber eine gute Herausforderung für uns. Wie schwierig ist es, sich auf Manchester United vorzubereiten? Denn sie haben ihre guten Seiten und dann wirken sie manchmal sehr zerbrechlich. Wie groß ist dieses Spiel jetzt in dieser Phase? Ja, für mich persönlich ist ein Spiel bei Manchester United immer ein großes Spiel. Das kann man gar nicht anders beschreiben. Es ist eine große Bühne, ein großer Club, eine der größten Bühnen im Weltfußball mit dieser Aura und der Elektrizität, der Spannung darum herum. Und um das vorzubereiten, wir bereiten die besten Momente von Manchester United vor und bereiten uns darauf vor. Wir bereiten uns auf das beste Manchester United-Team vor, denn sie haben viele gute Momente. Und wenn sie gut sind, dann sind sie wirklich sehr gut und sehr gefährlich auf jeder Position und wirklich schwierig gegen sie zu spielen. Und für uns ist es ganz einfach. Wir bereiten uns auf das beste Manchester United vor und hoffen, dass wir dann gut spielen und sie ihre Leistung nicht erreichen. Sie haben ja auch Stabilitätsprobleme bei Chelsea erlebt, als es da um eine Eigentümerübernahme geht. Bei Manchester United gibt es da ja auch große Entscheidungen zu treffen. Verstehen Sie, wie schwierig das für Erik ten Hag ist?
Ja, ich verstehe alle meine Kollegen, egal ob es da einen Besitzerwechsel gibt oder nicht. Es ist manchmal sehr herausfordernd und manchmal sehr viel schwieriger, als es von außen aussieht. Ich glaube, dass ich weiß, was es braucht, um einen großen Club und große Spieler zu trainieren. Das fordert sehr viel, aber es gibt immer Phasen, da fühlt man sich, als wäre man stecken geblieben, als könnte die Veränderung nicht schnell genug kommen. Und deswegen kann ich mit ihm mitfühlen, aber morgen natürlich nicht. Morgen muss Bam, Bam, Bam. Und das zu unserer Bühne machen, für uns den nächsten Schritt machen in unserer Entwicklung. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Wir müssen hart sein und die Energie absorbieren in diesem Club. Und ich glaube und ich bin mir sicher, dass Manchester United auch zurückkommen wird, wie immer. Hoffentlich aber nicht morgen. Sie haben vor dem ersten Spiel über Harry Kane gesprochen. Seitdem trifft er ein Tor nach dem anderen. Jetzt kommt er hier zurück. Ja, jeder Fan wünscht sich, dass Harry Kane in seiner Mannschaft spielt. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir es geschafft haben, ihn zu uns zu locken, ihn zu stehlen aus der Premier League und vom englischen Fußball. Zu stehlen. Er ist der Kapitän eurer Nationalmannschaft, eine große Persönlichkeit, ein großer Spieler, sehr bescheiden, sehr bodenständig. Er liebt den Fußball, er liebt das, was er tut und er ist ein Vorbild. Wir sind sehr froh, wir könnten gar nicht glücklicher sein, dass er bei uns ist. Er gibt uns Selbstvertrauen, er gibt uns Tore, er wird morgen spielen und er wird sich darauf freuen, hier zu sein. Und das ist die Geschichte und ich kann alle Fans verstehen, die ihn gerne in ihrer Mannschaft hätten. Das waren ja immer große Spiele zwischen Bayern und Manchester United. Haben Sie 2, 3 Bilder, die Ihnen da vielleicht in den Kopf kommen, auch als Fußballfan interessiert, wo Sie zugeschaut haben? Bittere Bilder natürlich, ja, würde ich sagen. Und Sie haben ja nach Frankfurt gesagt, dass Sie die Mannschaft vielleicht am Anfang überfordert haben, aber vor dem Spiel mit zu vielen Informationen. Wie ist da Ihre Abwägung, zu sagen gegenüber dem Gegner, die müssen sich eigentlich eher nach uns richten, weil wir sind der FC Bayern oder immer? Ja, das haben wir auch gemacht. Also die Informationen vorm Spiel durch die Woche waren sehr wenig, sehr gering. Ich habe mich dann nur entschieden, ganz direkt vorm Spiel, vorm Rausgehen, nochmal darauf hinzuweisen, dass es nach dem Spielberichtsbogen sein kann, dass es eine Dreierkette wird. Es wurde dann auch eigentlich im Spielaufbau eine Dreierkette, also so ganz falsch lagen wir nicht. Ich wollte nur noch mal wir haben nur noch mal die Beispiele durchgesagt, dass wir zweite Halbzeit gegen Dortmund, als die umgestellt haben auf Dreierkette, auch zu 5 verteidigt haben, dass wir in der ersten Halbzeit gegen Köln umgestellt haben im Verteidigungsverhalten und Kingsley Coman auf der einen Seite ein bisschen tiefer haben verteidigen lassen. Das war die Information. Ich hatte dann im Spiel und nach dem Spiel das Gefühl, dass es... Das ist eigentlich untypisch, so kurz vorm Rausgehen so eine Sachinformation zu geben. Eigentlich ist es eher so, dass wir wollen, dass alle einmal alles vergessen und ins Machen kommen. Aber wir wollten diese Information unbedingt geben. Das war... Ja, erst einmal ist es natürlich super wichtig für uns, für den FC Bayern, ob Frankfurt jetzt mit einer Fünfer-, mit einer Dreierkette oder einer Viererkette agiert. Da müssen wir uns natürlich schon knallhart nachrichten. Das ist schon echt wild. Das ist natürlich sehr spielentscheidend. Und auf der anderen Seite ist es ein Trauerspiel, wenn Spieler dann argumentieren, ich war überfordert, dass der Trainer mir 5 Minuten bevor wir auflaufen nochmal eine Info mitgegeben hat. Also. Jetzt auch, das hat dann bei mir erstmal so zum Gefühl geführt, ob uns jetzt Emotionalität dadurch verloren gegangen ist, ob irgendwie eine andere Ansprache die bessere gewesen wäre. Was wollte ich eigentlich damit sagen? Frankfurt hat dann in der Emotionalität verloren gegangen? Wir haben ja gar keine gehabt. Keine Emotionalität gesehen. Ja, aber so gar keine. Viererkette gespielt und mit 2 Sechsern, was sie bis dahin noch nie getan haben. Damit müssen wir leben. Also ich kenne das auch, dass aus der Rolle des Underdogs natürlich Mannschaften versuchen, sich bestmöglich an unsere Systematik.
Nochmal, das ist so lächerlich, dass wir uns so hardcore nach dem Gegner richten, Alter. Das ist einfach so lächerlich. Anzupassen, deshalb macht es auch schwierig, immer nur das Gleiche zu machen. Die Zeit ist auch ein bisschen vorbei, wo man immer nur das Gleiche macht und das dann reicht. Ja, aber wir machen ja gar nichts. Wenn wir wenigstens mal immer das Gleiche machen würden, dass man mal sagt, yo, das machen wir in jedem Spiel. In jedem verkackten Spiel, weil wir ja diese individuelle Qualität haben, um uns dann auch mal da durchzusetzen, auch wenn wir immer das Gleiche machen. Arjen Robben hat immer dasselbe gemacht und hat trotzdem Tore geschossen. So wäre ja mal ein Ansatz. Ja, und dann kann man ja sagen, wenn das dann, da habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn man dann sieht, ach du Scheiße, das läuft aber gar nicht so, dann muss man halt auch in der Lage sein, auf System B, C oder D umzustellen. So, das verlange ich von der Mannschaft. Aber es kann doch nicht Sinn der Sache sein, ja, also Leute, die Frankfurter spielen jetzt sehr wahrscheinlich doch mit einer Fünferkette, jetzt müsst ihr das so und so machen und so und dann ist die Emotionalität weg, oder was? Alter, das ist von beiden Seiten Trauerspiel. Von Trainerseite und von Spielerseite, Alter. Echt? In gewissen Abläufen ja, aber im Spielaufbau kann es schon und im Verteidigungsverhalten kann es schon Sinn machen, Dinge anzupassen, um schnelleren Zugriff zu geben und diese Flexibilität brauchen wir auf jeden Fall. Ja, warum haben wir denn da nichts angepasst? Warum haben wir nach der ersten Viertelstunde nichts angepasst? Wo Kimmich nicht einen Ball gesehen hat. Aber nochmal, wenn Sie 9 Tage Zeit haben, auch als Trainer mit einer Mannschaft sich vorzubereiten und das ist das Ergebnis und wir spielen so, wie wir spielen, dann ja, dann ist das Note 6, Punkt. Dann sitze ich da mit dem Boot, das ist ja kein Thema. Zu dem ersten Teil der Frage, wenn Sie mich so fragen, kommt mir natürlich sofort das Spiel in Barcelona in den Sinn. Ich kann mich nur an die ganzen Großchancen erinnern, dass es eigentlich eine Frage der Zeit war, wenn es 2-0 fällt und dann kam die berühmte Fergie-Time und dann war alles anders. Aber da waren wir noch alle jung, so deshalb versuchen wir das morgen umzudrehen und das Spiel zu gewinnen für uns, für unseren Anspruch, für unser Selbstvertrauen. Noch 3 schnelle, kurze Fragen zum Schluss. Thomas, Bayern have got an extraordinary record in Bayern hat eine herausragende Bilanz in der Champions League. Sie haben sich schon für die K.O.-Runde qualifiziert als Erster der Gruppe. Manchester United hofft, dass Sie jetzt vielleicht ein wenig abschalten. Ist das ein Risiko für Sie morgen? Ja, wir können nicht noch mehr abschalten wie am Samstag, Alter. Ich kann verstehen, wenn die Leute sagen, das sah so ein bisschen danach aus gegen Kopenhagen. Ich hatte das vorher nicht so empfunden. Die Ansprache, die Aufstellung war nicht so, dass wir uns damit abgefunden hätten, dass wir auch 99% akzeptieren, denn das ist nicht korrekt. Das waren aber noch nicht mal 99% gegen Kopenhagen. Das waren noch nicht mal 80%, was wir da gespielt haben. Was legitim ist, ja, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Wir waren durch, alles gut. Ja, das muss man jetzt nicht schönreden. Wenn Sie bei Manchester United oder Bayern München unterschreiben, dann unterschreiben Sie mit 100% jeden Tag, sonst geht das nicht. Und das ist unsere Herangehensweise. Und auch wenn wir nach einem Erfolg aus dem Frankfurt-Spiel jetzt hierher gekommen wären, dann würde ich trotzdem meine Einstellung gegenüber einem Spiel, gegenüber einem Gegner nicht verändern. Das funktioniert für mich nicht, so funktioniert es schlicht und ergreifend nicht. Wenn man ein Bayern-München-Trikot trägt, dann verhält man sich wie ein Meister, denn sonst wird man kein Meister werden. Und natürlich verstehe ich, dass wir nicht den vollen Druck verspüren, was die Tabelle anbetrifft, aber wir haben trotzdem immer Druck, denn den erzeugen wir selbst. Alter, du hast gerade so einen Druck, den kannst du wahrscheinlich gar nicht verarbeiten. Stellt euch mal vor, wir kriegen gegen Manchester United jetzt wieder 4 Hütten und verlieren 4-1. Also dann brennt aber der Baum lichterloh, Alter. Dann muss die Feuerwehr nach Uli rufen, da mit seinem 30 Meter Weihnachtsbaum. Unsere Ansprüche und wir wollen den Schwung behalten. Unsere Bilanz ist... Welchen Schwung wollen wir behalten? Herausragend und natürlich wird Manchester United alles versuchen, um uns zu schlagen. Champions League Schwung oder was? 0:0 gegen Kopenhagen. Für uns, für unsere Bilanz, für unsere Ansprüche und wir wollen nichts mehr als das Beste von uns. Manchmal
bedeutet so ein Fehlen des Drucks aus der Tabelle, dass man vielleicht auch ein bisschen weniger Stress verfügt. Und positiver Stress kann ja schon zu den besten Leistungen führen. Aber wir hatten den Druck beim letzten Mal und ich hoffe, dass wir die Mentalität, den Enthusiasmus, den Hunger wieder von Manchester United ausgleichen können. Jamal Musiala hat uns eben gesagt, es wird wahrscheinlich ein kleines Limit auf seiner Spielzeit sein. Kann er trotzdem beginnen morgen? Und seine Frage zu Serge Gnabry, wie lange wird er pausieren müssen? Ich fürchte, es werden mindestens 8 Wochen werden. Das ist auf jeden Fall meine Information, 8 Wochen plus. Da müssen wir schauen, wie gut sein Heilfleisch ist. Und ja, das ist natürlich viel zu lang. Er hat lange gebraucht, um nach seiner Armverletzung in Form zu kommen und war jetzt ausgerechnet wieder in Form im Training. Er hat eine sehr, sehr gute Trainingswoche gehabt und verletzt sich dann in der ersten Minute. Wir haben alle eine sehr, sehr gute Trainingswoche gehabt. Bild. Seines Einsatzes ist extrem bitter. Und Jamal, das ist auf jeden Fall so, das reicht nicht für 90 Minuten. Und müssen wir jetzt jede Trainingseinheit abwarten und dann am Abend entscheiden. Ich habe die Entscheidung nicht getroffen, er kann starten, dann wissen Ja, die Entscheidung nicht getroffen, Schubu fängt an auf der 10, ne? wir, dass er wahrscheinlich maximal 60 Minuten spielen kann oder er kommt von der Bank und er kriegt nochmal Rhythmus, weil natürlich nach einer langen Phase von Training hat er jetzt, ich weiß nicht, 20 Minuten gespielt, also 25 Minuten. Kann auch nochmal helfen, 30 zu spielen, um so einen Rhythmus zu kommen, um dann vom Sonntag zu starten. Habe ich noch nicht entschieden. Vielen Dank. Dankeschön. Wild. Wilde PK. Ja, viele Phrasen, wie immer. Wir haben es ja gerade hier im Chat stehen gehabt. Gehe ich nicht ganz mit, dass man nicht sagen kann, was man denkt auf PKs. Oder wenn er das tun würde, dass er dann einen Shitstorm kriegen würde, whatever. Das kommt halt eben auf die Fragestellung an. Ich denke gerade, Geh nach Frankfurt waren auf jeden Fall 2 sehr gute Fragen dabei. Das Problem ist, dass siehst ja hier Kerry Howe und wie sie alle heißen, die stellen halt einfach auch nur banale Fragen. Da ist ja mal selten mal eine Frage, die mal auf gewisse Inhalte abzielt. Ich denke, das ist eher so ein bisschen das Problem. Dass man bei so allgemeinen Fragen, wie stark schätzen Sie Manchester United ein und so weiter, dass man da die üblichen Phrasen losgibt, ist doch klar. Was soll man da auch groß erzählen? Ne? Also, ja, gut, das war die PK.